Es geht weiter, krass heiter, zurück bei Pokémon Legends je und ich sage euch, das Spiel macht mich wahnsinnig, ey. Aber wenn es um die Jagd nach Shinies geht, ne, seht ihr da hinten? Das ist ein Dratini. Diese Dratini versuche ich seit x Stunden offscreen zu einem Shiny zu machen, ne, mit der Methode. Natürlich kann man da irgendwie auch auf die Bank sitzen und dann Nacht machen oder Tag machen, alles zu resetten. Und ja, ich weiß natürlich auch noch keinen Schillerpin und so. Aber ganz ehrlich, oh, das ist eine Elite geworden. Ich hatte auch schon ein paar Mal einen Elite Dragonier. Man glaubt es kaum. Aber ich kriege hier keine Shinies mehr. Also wäre das damals, wo ich da Shiny Taubsi vermasselt habe, also wäre das irgendwie hardcoded bei mir im System. Irgendwie ein Bug oder ein Glitch, keine Ahnung, und ich kriege keine Shinies mehr. Es ist zum Haare ausraufen. So, wenn wir ganz kurz ein bisschen hin und her latschen, müssen wir den Dragonier kriegen. Nur um zu zeigen. Ja. Ist auch ein bisschen was passiert im letzten Part, ne? Wir sind, also ich habe jetzt hier, Moment. Datum her, 11.12., das heißt, das DLC ist mittlerweile auch schon raus. Natürlich auch neue Updates dazu. Wir sind mittlerweile auf Version 2.0 vom Spiel selber. Weiß ob da vielleicht irgendwas reingepatcht wurde, wodurch ich gar keine Shinies mehr kriegen kann. Das kann natürlich auch sein. Mein Ziel für heute ist trotzdem, dass wir das Dratini da gleich noch fangen. Zu einem anderen Dratini-Spot kurz wechseln, aber nicht wegen Dratini selber, sondern wegen einem anderen Pokémon, was ich zufälligerweise gefunden habe. Denn ja, ich war halt vor allem auf der Suche nach besonderen Orten hier oben, ne? Weil eben es gibt Pokémon wie Lavita, Absol, Dratini, die nur an so speziellen Orten hier, nicht in den Zonen selbst, nur an so speziellen Orten erscheinen. Also zum Beispiel Dratini gibt es ja, hier, wenn ihr gerade so schön sieht. Hier ist auch so ein spezieller Ort hier oben. Und hier habe ich noch ein anderes Pokémon gefunden, was ich gerne nochmal ins Team nehmen würde. Und deswegen gehen wir da auch ganz gleich mal hin. Auch jetzt ein Elite Dratini. Ich meine, das mit dem Shiny ist sowieso so ein Ding. Ne? Kann natürlich theoretisch ein Shiny schon sein. Und ich sehe es einfach nicht, weil manchmal ein Shiny entdecken ist sowieso schwierig. Und ich bin da, was das betrifft, sowieso ein bisschen schwerfällig. Aber man hört es ja auch, ne? Zumindest wenn man in der Nähe ist. Insofern, ja. Das ist halt auch so ein Thema. Was wir auch noch machen gleich, ist noch einen Code eingeben. Denn im Zuge des DLCs, des Mega Dimension DLCs, kann man sich ein Elite Glurak herunterladen. Für alle, ne? Aber ich glaube nur bis irgendwie Mitte Januar sogar, also relativ kurzfristig. Kann sogar sein, dass ihr die Folge hier seht, dass bereits Anfang Mitte Januar ist tatsächlich. So nah, das ist eigentlich auch noch nie. Ja, aber ist trotzdem noch kein Shiny. Ja. Generell ist natürlich jetzt alles ein bisschen doof, ne? Auch eben, wenn man sagt, ja, jetzt die DLC ist raus und so, was machst du jetzt hier weiter und so. Da ist mein Ziel, dass ich hier ein bisschen durchspiele, weiterhin ganz normal, ohne mich allzu zu stressen. Aber Ranked Season werden wir vorerst keine machen. Also eigentlich wäre jetzt gedacht zu sagen, hey, Part 60 werden Ranked Season 4. Weil das ist sowieso ein paar Tagen schon wieder soweit. Und die erste Ranked Season starten wird. Aber wir haben dort, naja, es sind halt alle Pokémon aus dem Mega Dimension DLC erlaubt. Ne? Das wäre ein gewaltiger Spoiler. Okay, kann man natürlich sagen, spielt jetzt bei dem Spiel überhaupt eine Rolle? Nein, aber es geht ja darum, dass ich nicht irgendwie schon Pokémon zeige, die ich eigentlich so von meinem Spiel aus noch gar nicht irgendwie sehen kann. Versteht ihr? Weil es ist auch ein Spoiler für mich insofern. Und deswegen denke ich mir, machen wir halt erst nach der Story. Ob das sogar erst Part 70 sein wird, Part 80 sein wird, keinen Plan. Wenn wir alles noch gucken, wenn es soweit ist. Übrigens, ne, Ranked Season, also wollte ich noch zeigen, ne. Yeah, wieder Rang A, Mann, geil. Bin aber immer froh, dass wir da in unserem, ja, Ranked Season 3 Part, ne, was war das? Folge 50, ja genau. Dass wir dort nicht allzu sehr gespoilert wurden. Im Nachhinein bin ich überrascht tatsächlich. Weil also dann eben auch offscreen da online gezockt habe. Junge, da hast du aber immer wieder dieselben Pokémon gesehen. Natürlich die legendären, ne, ist ganz klar. Aber in auch so Formen, wo man sich denkt, ja, das wäre definitiv ein Spoiler.
Und ja, deswegen, ich bin erstaunt, ne? Ich meine, klar, das ist irgendwie trotzdem gesehen, hätte es vielleicht auch rausschneiden können, wenn ich daran gedacht hätte, logischerweise. Aber bei Season 4, da ist es halt nicht möglich, weil die Chance, dass da irgendwie ja, ein Gegner, alle 3 Gegner, sag ich jetzt mal, ohne Pokémon aus dem DLC antreten, das wird so immens klein sein, dass der gar keine Chance. Also behaupte ich jetzt mal. Okay, Dragon, ihr braucht jetzt aber doch eine ganze Weile zu erscheinen da drüben. Gibt den ganzen noch etwa 5 Versuche, ne? Also 5 Mal hin und her. Dann lassen wir es mal. Aber ja, ich habe auch schon hier ein paar Mal einen Elite-Dragonier gesehen, ne? Also ein Shiny ist eben noch seltener. Klar, ich habe eine Chance, wie viel habe ich? 1 zu 4000 ungefähr. Und ein Schillerpin. Ja gut, mit Schillerpin, was waren es? 1 zu 1000, 1 zu 2000, dann wird er halbiert das Ganze. Aber trotzdem, wenn ich irgendwie... was runtergefallen. Wenn ich irgendwie dann auch... übrigens, wenn es hier regnet, ne, gibt es da vorne beim Brunnen, taucht übrigens auch noch Viscagon auf, ne? Die gute alte Weinbergschnecke. Ah, da! Gut, jetzt haben wir einen Dragonier, ne? Ja, okay, ist Dragonier, gut. Kein Elite-Dragonier, aber ist Dragonier. Was wollte ich gerade sagen? Scheiße, vergessen. Na egal. Mir fällt schon da ein, wenn es nicht egal. So, auch wenn da kein Glitzer-Alarm, jetzt müsste Dratini wieder neu gespawnt sein, genau. Wir holen uns mal, wa? Weil ich hätte gerne einen Dragon im Team. Dann nicht mehr so. Längerfristig vor allem. Wenn jetzt da die Season, ja, also Ranked Battle, da jetzt überall durch bin. Ich höre es, aber sehe es nicht mehr. Ah, da. Können wir natürlich auch uns anderen Pokémon wieder einsetzen, ne? Also hier die Box. Nicht die Box, die Box. Die auch wieder einsetzen, ne? Also Gyarados geht sogar in die Elite-Box und so und die wieder ins Team nehmen. Da habe ich wieder die Idee für ein richtiges Kalos-Team, ne? In den Kalos-Startern, dann ein bisschen was zu gucken. Also hier kommt wieder Megani rein. Das ist also eine Sache, ne? Mit Solarstrahl, beim Megaform natürlich cool. Gigasaga manchmal auch cool gewesen. Aber im Großen und Ganzen ging es recht gut, muss ich zugeben. So, ich mache jetzt trotzdem mal. Auch wenn es kein Shiny ist, mein Gott. Also, was machen wir? Ich habe mir überlegt... Flottball wäre so eine... Wo ist er jetzt? Levelball dachte ich wegen Gyarados, ne? Gyarados, wegen Dragoran. Hat Dragoran überhaupt... Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. So schwarze und rote Stellen ja eigentlich weniger, ne? Warte mal. Das war schon geschlossen, ne? Scheiße. Aber wenn sonst gehen, die wir jetzt so haben. Ist jetzt kein Mondball ein, Junge. Sicher nicht. Hyperball auch nicht. Flottball wegen Blau und Gelb. Nee, da passt ja auch nicht. Das andere Dragon, die haben wir irgendwie im Timerball gehabt, ne? Luxusball, der kommt gleich zum Zug. Oder nehme ich ansonsten so Turbo? Am anderen nehme ich, glaube ich, den Sympa-Ball tatsächlich. Warte mal. Was war denn da eigentlich mit der Bedeutung der Pokebälle, ne? Schläfrige Pokémon hat er fangen lassen, Sympa-Ball. Der Freundesball ist natürlich die Sympathie direkt ansteigen. Das wäre natürlich geil. Passt farblich aber nicht mehr tatsächlich, außer wäre ein Shiny. Also das andere Pokémon, was ich irgendwie vorhabe zu holen. Wisst ihr was? Moment kurz. Jetzt können wir noch gleich ein bisschen ruckeln, leider. Aber wird nur kurz sein. Das ist echt krass, ey. Kann man schon aus dem Browser schon geht der Rechner so in die Knie. Aber die heutigen Browser, ne, sind natürlich auch überladen mit allem drum und dran.
den richtigen Pokéball zu wählen. Nee, der Hyperball ist einfach halt auch zu 0815 mäßig. Ein Tauchball hat es mir halt überlegt tatsächlich, ne, wenn man den nehmen soll. Blau wäre halt vor allem, ja, wegen Dratini und Dragonier. Ich meine, Dragon ist nicht mehr blau, ja klar. Das Weiß, das kann man sonst irgendwie noch herholen. Der Ball. Ja, und wieder das Grün wieder, ne? Na komm. Vergessen wir's. So. Wieder schließen schnell. Hallo? Spiel? Okay, jetzt. Überholt sich alles wieder. Ja, nehme ich halt doch den Ball, den ich eigentlich schon beim Elite Dragonier einsetzen wollte. Den Tauchball. Elite Viscargon. Auch interessant, ne? Ah, scheiß Latine werfen nicht Dreamline. Okay, gut, der finde ich schon noch ein anderes. Das ist einfach nochmal neu. Das wäre die andere Variante. Ob sie wieder funktionieren wird, gute Frage, nächste Frage. Sagen wir mal Nasensport, ne? Wo ich eigentlich noch was haben wollte, weil es hier auch nicht klappt. Da muss ich doch nochmal nach einem anderen Platini schauen. Mann, das irgendwie so mühsam ist, ey. Das glaubt mir doch keiner. So. Also hier oben ist, ne? Und irgendwann so ein paar Scoppels hier. Ja, die sind eigentlich relativ uninteressant. Da war der Himmelskampftyp. Da muss ich schnell hier durch. Hier haben wir übrigens auch noch gute Chance zu verarmen. Übrigens Pupitar, ja, hat sich leider also nicht entwickelt, aber ging eine Stufe hoch, weil ja, gegen ein paar Pokémon noch kämpfen musste und dabei ging es halt ein Level nach oben. Mein Gott. Nicht schlimm ist eigentlich noch. Dann kann ich mir die Megasplitter-Farmerei sparen, tatsächlich aktuell. Und nur die ganze ja, Online-Teilnahmen, Rank-Battles haben wir schon da fast 800 oder so. Man jetzt hier irgendwo. Normales Emolga. Ich dachte, irgendwo wäre noch eine Schraube gewesen. So. Ach, stimmt, hier taucht es gar nicht auf. Ach, scheiße. Müssen nachher ganz kurz noch machen. Da ist natürlich ein Dratini, was ich vorher immer fangen wollte. Ah, natürlich jetzt Sumpfviech, ne? Elite-Dings. Ich muss kurz den Tag machen, weil das andere Pokémon, was ich heute sagen wollte, das taucht nur tagsüber. Ich glaube, tagsüber ist nicht mal so wichtig, aber vor allem nur, wenn die Sonne scheint auf. Und wenn es regnet, ist halt doof. Bist du immer noch? Moment. Nee, oder? Nein. Alter, ich bin da nie so sicher, ganz ehrlich, weil wenn es so ein bisschen anders aussieht, jetzt nachts über und so, du weißt nicht, dass das Vieh jetzt shiny, also nicht mehr so blau wie zuvor. Ich sage, es kriege ich nicht noch. Die Variante natürlich ist zu besiegen, ne? Aber ob das besser hilft, ich weiß nicht. Man kann nicht mehr sicher, wie lange es dauert, bis das Vieh wieder auftaucht, ne? Weil das mal entkommen tatsächlich, auch schon mal. Und dann hat es lange gedauert, bis es wieder kam. Der sieht es nicht mehr gar nicht da. Vielleicht muss ich irgendwie totalen Ort wechseln oder so. Okay. Bist du da? Es ist da, Freunde. Es ist Evoli. Fucking Evoli. Habe ich per Zufall gefunden und dachte mir, jo, das Vieh holen wir uns. Natürlich muss ich jetzt hierfür aber einen richtigen Ball haben.
Der Freundesball. Natürlich will ich, wenn ich mir schon Evoli hole, als erstes natürlich ein Psyana draus machen. Ne, ist nachher mal ein Lieblings-Pokémon. Wie komme ich jetzt dahin, ohne dass ich es gerade erschrecke? Darüber wäre eine Variante, habe ich gespeichert. Komm. Ich will nur ganz kurz was testen. Oh, es könnte sogar direkt zu einem Ding werden, ne? Aber wo bist du jetzt? Mann, jetzt sehe ich den scheiß Ball nicht. Okay, neu laden. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, die noch recht gut. Nur damit ich da jetzt nicht irgendwie da einen Fatal Fail habe. Warte mal. Ist ein Luxusball, ne? Eben, der Luxusball. Aber 2 daneben, okay. Freundesball, Luxusball, gut. Wieso bist du jetzt nicht da? Mann, ich hatte den Ball doch vorhin ausgewählt. Jetzt war er doch weg. Hey, was ist das für ein Scheiß? Oh. Ey, ich sehe es kaum, ich habe in dieser Folge nichts von dem machen können, was ich eigentlich vorhatte. Weil das Spiel wieder so denkt, nee, Michael, nee, bei dir machen wir das alles nicht. Du denkst, heute können wir was funktionieren? Nee. Warum auch, ne? So, Freundesball. Natürlich könnte ich einen Luxusball nehmen, das ist halt so eine Standard 15 Ball. Ich hasse das Spiel, ich hasse alles. Wisst ihr was? Ich mache es noch einmal, dann vergessen wir es für heute und ich mache das Ganze offscreen, bis irgendwann mal funktioniert. Ne? Dann schneide ich das zusammen in einem künftigen Video und seht ihr, aha, wir haben Dratini, wir haben Evoli und dann startet ihr die Folge. Weil so macht das sonst keinen Spaß. Ist ja kein Stream, ne, wo ihr hier sagt, ja, dann dauert es halt ein paar Stunden, bis wir das haben, was wir wollen. Ne, es ist immer noch eine Let's Play-Aufnahme, da muss ich von Anfang an hinhauen, weil sonst, also Anfang an natürlich übertrieben, ne. Kann schon mal 1, 2 Fails drin haben, aber nicht, dass ich die ganze Folge jetzt versuche, hier Evoli zu fangen, mein Gott. Okay, leck mich Evoli, ganz ehrlich. Nö, ich will jetzt auch nicht irgendwie... Entschuldigung. Ich habe auch null Bock tatsächlich, deswegen meinen einzigen Freundesball zu verlieren. Ne? Also wenn, dann muss er schon stimmen. Das heißt, das werde ich jetzt alles ein bisschen offscreen machen, bis es irgendwann mal funktioniert. In einer anderen Folge machen wir jetzt ganz normal weiter. So, und gibt es natürlich ein paar Schrauben zu holen. Ne? Also wenn schon Dratini und Evoli keinen Bock haben, beim Bällen zu bleiben. Wobei, ich verstehe jetzt auch nicht, warum. Oh, Entschuldigung, ja, schon die Tasten. Warum das irgendwie so schwierig war jetzt. Also wir haben es vorhin gesehen, dass irgendwie doch sehr, sehr tiefer der Wert war, um das zu fangen und so. Und da verstehe ich einfach nicht warum, sorry, aber... Aber das sind halt Dach-Pokémon, die sind halt anders, die haben... keine Ahnung. Die sind eitel oder so. Hi Evoli. Ja, du willst offenbar nicht, ne? Dann lassen wir es halt. Hä? Das waren sie so schnell nach?
wegdrehen, ne? Interessanterweise. Vielleicht könnte ich es irgendwie da versuchen, zu Shiny Hand, aber... Funktioniert bei mir eh nicht. Los, dass es jetzt gar nicht mehr angreifen will, ne? Was sind die lustigen Dudes? Dahin kommen wir keinen Plan, müssen wir aufs andere Dach kommen, ne? Flottball wird gehen. Okay, das Vieh ist sowieso schwer zu fangen. Es kann Hyperball nur Stufe 2. Da muss mich nicht wundern, ne? Da kann man aber so auch nie rüber, ne? Aber wisst ihr was? Im Prinzip fangen kann ich ja trotzdem ganz einen anderen Pokémon entwickeln lassen. Oder versuchen zumindest, ne? Hä, wie soll denn das jetzt hier... Ist da irgendwo Leiter übersehen hier? Ey, ist eine Katastrophe-Aufnahme. Funktioniert da gar nichts. Da wollte ich eigentlich die Folgen wieder kürzer machen, so grandios immer über 30 Minuten und so, aber gar keine andere Wahl, wenn nichts funktioniert. Das heißt einfach irgendwie, jo, hast du sowieso nichts geschafft in der Folge? Ja, toll. Thumbnail, was im Thumbnail klappt, ist sowieso nichts. So, da hoch komme ich auch nicht, ne? Der Trick wird auch nicht funktionieren. Nicht mal der funktioniert. Ey, Junge, ganz ehrlich. Langsam echt sauer. Wieso hat jetzt erst nicht mehr gerollt? Ja, ich bin kurz davor, aber die ganze Aufnahme zu canceln und sagen, die Folge ist nie passiert, fangen wir von vorne an, tschüss. Was ist denn das für eine Scheiße gerade hier abläuft? Aber eigentlich die andere Schraube schon wieder, waren doch hier zwei. So. Was zum? Ich sage Katastrophenfolge. Kannst du gar nicht. Nee. Sowas gibt's gar nicht. Das Eins, was dann toppen könnte, ist, wenn ich jetzt gleich dann den Code eingebe. Was ist das schon für ein Typ? Ah, da wollte ein Elite-Serum. Wenn ich gleich einen Code eingebe für das Elite-Glurak. Das plötzlich aus, es geht nicht. Das ist genau das Einzige, was das alles noch mal übertrumpfen würde. Absurdität. Ist wieder da. Wisst ihr was? Machen wir es anders.
Ja, du, da fällt mir langsam nichts mehr ein. Ja, das schauen wir aber schon, ne? Okay. Ja, du, wenn sogar darin nicht bleiben will, was soll er noch machen, ne? Die andere Variante wäre eben dann zu sagen, ja, dann besiege es halt nicht, sondern versuche es einfach die ganze Zeit zu fangen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Das ist mir gerade echt so doof, sorry. Junge, Junge. Ja, es wird schon wieder auftauchen. Wir wissen jetzt, wo es ist, ne? Also. Geben wir uns mal schnell den Code ein für das Elite-Glurak. Ob, wie, wann ich es trainieren werde, ist nochmal eine ganz andere Frage, tatsächlich. Okay. Hey, immerhin, ne? Dratini und Ding wollten nicht Evoli, immerhin Glurak will. Glurak, so. Dann also gucken, ne? Hier haben wir also das Glurak, ja, Sonderball auch noch, sehr schön. Flaschstahl, Drachenklaue, Flammenwurf, Luftschnitt. Okay, sind wesentlich interessant. Ja, ne? Also dann. Hier wieder ein bisschen aufräumen. Dann haben wir eigentlich noch ein bisschen was zu tun, ne? Ist halt die Frage, Brigaron. Die anderen Challenge, die wir jetzt noch vor uns haben, vielleicht kurz raus. Ah, und die Sache mit diesem seltsamen Café, ne? In der Sidequest. Stolos da und dann. Stellerborn mit, ne? Bisschen Powerhouse. So, die waren eigentlich nur zum Trainieren. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Immer noch. Dann taschenmäßig, ne? Wir haben übrigens mittlerweile nicht nur viele Sonderbonbons und so, sondern natürlich auch viele Megasplitter. Dazu dann später mehr, weil das schaffen wir jetzt in der Folge nicht mehr. Oh. Die machen mehr als ich dachte. Mal gucken. Bei den Gegnern, ich meine, du bist ja schon Unlicht-Pokémon, also dürftest du ja auch das mitnehmen. Dann komm, weißt du was? Nein, oh, doch nicht. Moment. Sag, heute funktioniert wieder mal gar nichts. Also nehmen wir das, ne? Dann machen wir es so. Phenexis, natürlich auch nicht die Attacke, das war ja vor allem online-mäßig, weil es besser war. Magieflamme, okay. Ja, eigentlich Lichtschild, so sage ich jetzt mal storybedingt mitnehmen, weil dann kann ich hier wieder auf. Wo ist er? Gigasauger gehen. Stelle des Lichtschilds und den Reflektor ja auch noch. So. Bei Stallobor, Steinhagel, ein Schädel, da würde ich sogar
Muss ich lieber auf Schlagbohrer gehen. Erdbeben. Ja, Schaufel wird eigentlich auch cool. Tu es mal so, ne? So. Dann, wo war der Typ? Das ist nur ein Plus. Jojo, geht Schlimmeres. Einmal mit Phenexis starten, ne? Ja, wobei Feuer Psycho auch nicht unbedingt die beste Idee. Dann nehmen wir lieber Stallabor. So, hier waren es Elektro-Pokémon, ne? Da kann ich direkt drin lassen, toll. Du hast schon ein bisschen Schaden abbekommen, aber müsste trotzdem noch gut gehen. So. Das sind die Stahl-Pokémon. Versuch's immer noch mit Stahlobor. Stahlobor, Stahl-Pokémon, versteht ihr? Ich könnte, ne? Aber auch um den Angriff zu dodgen. So, ja, Stahlobor natürlich einen abnorm hohen Angriffswert. Das waren die Geister, ne? Oh, mega gecancelt. Da sind nicht gut. Wenn ich aber auf Spruchbar gehe, gehe ich natürlich ja auf Quajutsu. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist nicht geil. Ja, war klar. Vielleicht kann mir Galaran ganz kurz helfen. Kubitai ist das letzte, was ich noch habe. Es ist doch einmal. Also, das manuell machen muss ich, ganz ehrlich. Also das letzte, da gibt es noch einmal, dann bin ich am Arsch. Okay. $30.000 kostet das nächste Mal. Ja. Tschüssikowski, ne?
Arsch, ey. Ja, nee, tolle Folge, ne? Hat sich total gelohnt. Leck mich am Arsch, ey. Naja. Ansonsten, was kann man so sagen? Startwertzahlen. Ja, weil ich glaube, Absol packe ich sowieso wieder normal in die Box hier rein. Weil ich kann benutzen. Bei Schnäppke, ja, für Frostedie wäre es eine coole Idee gewesen. Müssen wir abwarten. Und ich glaube, für Nexus der Quatschutsu packe ich doch langsam aber sicher mal weg. Neben der seht ihr es wieder durch neue, also durch Turtok unter anderem. Ganz klar. Für unser, sag jetzt mal, neues Main-Team. Glurak, theoretisch eine geile Idee. Warte mal so. Dann spare ich mir Glurak auch für später, für sogar fürs Postgame oder so. Dann müssen wir. Junge, bist du groß. Dann müssen wir irgendwie einen Lumanda haben und so. Ne, Kumpel? Du bist echt riesig, ne? Weißt du schon. Du weißt, dass wir Level 36, ne? Von dem her. Interessanterweise. Ich weiß natürlich auch nicht, wann wir neben der Lumanda und Kokage fangen können, welchem Level die sein werden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja. Ich glaube, Freunde, wir haben hier lang genug herumgetrödelt und versucht und so. Nächste Folge will ich glaube, wir haben so eine Sidequest offen. Wir machen die Hauptstory weiter, komm, scheiß drauf. Das heißt, ich überlege mir für das nächste Mal, wie wir hier mit dem Team und so weiter machen aktuell. Wenn auch noch ins Kampfdojo gehen, um ein bisschen die Faust zu verteilen. Ich glaube, wie gesagt, ich Gardevoir wieder mitnehme. Also spontan hätte ich jetzt mal gesagt, Gardevoir. Vegani sowieso. Turtok. Stolos kann wieder mit. Durengard, muss mal gucken. Hafnir, so als Flugpokémon noch ganz nice. Stallabor, ein Boden-Pokémon habe. Ansonsten mal gucken, ne? Aber ja. Training, wie immer. Moment. Junge, bist du groß. So eine richtige... So, und dann... Können wir eigentlich oft noch mal gucken, wegen neuen Klamotten und so, ne? Also wenn es mal zusammenzutragen, dann können wir die ja mal anschauen, ne, was da also gibt. Was passen würde. Yeah. Und generell Glurak ist doch schon... Ja, da bin ich halt noch ein bisschen unsicher. Ob Glurak dann quasi das neuen Starten nehmen will. Ich meine, im Prinzip ist ja mein Lieblings-Pokémon. Ich denke, dass Lumanda beginnt so mit Glurak, ne? Das ist ganz neues Zechloch. Das ist schon ein cooles Vieh, ne? Wir haben eigentlich schon 2 Elite-Pokémon im Team, von dem, ne? Mit Stolos noch. Aber weiß ich, wie lange Stolos bleibt. Ja, müssen wir gucken, Freunde. Wie immer sagen, ich sage wieder Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann endlich mit Story weiter und wer weiß, was uns bis dahin noch erwartet, ne? Wie gesagt, ich will eigentlich noch Dratini und Evoli fangen. Vielleicht werde ich mir die auch mal dann noch irgendwie, ja, eben noch ein bisschen zurechtbiegen. Und wenn ich Glück habe, ist eins von doch mal ein Shiny. Und mit Shinies fangen die sehen noch ein bisschen einfacher, ne? Weil die haben eine erhöhte Fangchance. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.